Wie wird die Welt zu einem besseren Ort? Das ist ein riesengroßes Thema, vielleicht auch gerade nach dem gestrigen Samstag, wo die Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel und den USA eskaliert ist. Hey, wir brauchen auf dieser Welt Perspektiven für einen besseren Ort, für etwas Besseres, was es gibt. Und unsere Gebete sind natürlich wirklich auch gerade mit den Menschen dort. Und ich weiß von vielen Christen, die seit Jahren warten auf eine Veränderung im Regime. Man schätzt, etwa 80% der Leute in Iran wünschen sich eine neue Führung, wo man den Glauben und vieles andere einfach in einer grösseren Freiheit auch leben können. Und es ist gut, wenn man betet für sie am heutigen Tag und mit ihnen einstehen. Und in der ganzen Komplexität, die es drin hat, einfach auch sagen, Herr, bist wirklich gnädig dort unten und lass dazu führen, dass eine neue Art von Frieden auch in das Land kommt und stärkt du die Menschen, die dich glauben, in ihrem Glauben an dich und lass sie Zeichen und Wunder geschehen. Lass sie gerade miterleben, wie jetzt durch ihre Hoffnung an dich, der lebendige Gott, Herr, etwas in diesem Land ausgelöst wird. Ein Flächenbrand, Herr Jesus. Nicht durch Bomben, sondern ein Flächenbrand vom Glauben, von der Erkenntnis von Gott. Halleluja. Amen. Ja, lesen wir doch gerade aus Genesis Kapitel 9, die ersten 17 Verse. Und ich freue mich riesig, weil ich heute etwas über den Bund von Gott erzählen mit uns Menschen. Gott segnete Noah und seine Söhne und befahl ihnen, vermehrt euch und bevölkert die Erde. Alle Tiere und alle Vögel werden große Angst vor euch haben. Ich habe euch alle Tiere, auch die Fische in eure Hand gegeben. Ihr könnt euch von ihnen ernähren wie von Gemüse, Getreide und Obst. Doch ihr dürft kein Tierfleisch essen, in dem noch Blut ist. Jeder, der einen Menschen tötet, ob Tier oder Mensch, damals mutwillig, soll meine Rache erfahren. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn die Menschen sind nach dem Vorbild Gottes geschaffen. Ihr aber sollt viele Kinder bekommen und die Erde wieder bevölkern. Das müssen gewisse Nationen auf dieser Welt wieder neu gehören. Dann sprach Gott zu Noah und seinen Söhnen, ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen, mit allen Tieren, die mit euch auf dem Schiff waren, den Vögeln, den zahmen und den wilden Tieren, mit allen Lebewesen auf der Erde. Ich gebe euch das feste Versprechen, niemals mehr durch eine Flut die Erde und alle Lebewesen zu vernichten. Und Gott sprach, ich gebe euch als Zeichen eine Garantie für den ewigen Bund, den ich mit euch und allen Lebewesen schließe. Ich setze meinen Bogen in die Wolken. Er ist das Zeichen meines unumstößlichen Bundes mit der Erde. Und jedes Mal, wenn ich Regenwolken über die Erde schicke, wird der Regenbogen in den Wolken zu sehen sein. Dann werde ich an meinen Bund mit euch und mit allem, was lebt, denken. Niemals mehr wird eine Flut alles Leben auf der Erde vernichten. Wenn der Regenbogen in den Wolken steht, werde ich ihn ansehen und mich an den ewigen Bund erinnern, den ich mit allen Lebewesen auf der Erde geschlossen habe. Und Gott sprach zu Noah, ja, dies ist das Zeichen meines Bundes, den ich mit allen Geschöpfen auf der Erde schließe. Haben wir noch kurz beten. Herr Jesus, ich danke dir, dürfen wir heute das ewige Wort von dir, von Gott lesen und dürfen wirklich miterleben und heute zurückschauen in die ganze Menschheitsgeschichte, dass seit dieser Flut, dass es etwas nie mehr gegeben hat. Auch wenn einzelne Orte überflutet worden sind, dass du dem Bund treu geblieben bist. Und Herr, jetzt beten wir am heutigen Tag, lass uns deine Bündnis tiefer verstehen. Lass uns tiefer verstehen, was es heisst, wie wir umgehen sollen mit der Erde, mit den Lebewesen, mit unserem Nächsten und vor allem auch, was das Bündnis, das du mit uns Menschen schliessest, was das beinhaltet. Amen. Ja, wisst ihr, was mich so freut nach dieser eigentlich brutalen Geschichte vom letzten Sonntag mit der Sintflut? Kommt Gott und was sagt er da zum Noah? Vermehrt euch und bevölkert die Erde. Kommt das irgendwo bekannt vor? Haben wir schon mal gelesen, oder? Die ersten 2 Kapitel von Mose, also Genesis 2, wo Gott sagt, hey, bevölkert die Erde. Und wisst ihr, was das für mich heisst? Gott ist ein Gott von den Neuanfängen.
dass Gott, wenn wir es mal vermasselt haben, wenn wir sogar schlimmste Konsequenzen in unserem Leben davon ziehen, Gott sagt nicht einfach, du bist abgeschrieben, Game over, es ist vorbei, sondern Gott sagt, du kannst einen Neuanfang machen. Ich habe noch mal einen Plan, und zwar einen guten Plan für dich. Und Gott gibt uns einen Neubeginn, sagt er da drin, eine zweite Chance nach der Flut. Und er ruft uns eigentlich in einen Neubeginn auf, und zwar in 3 Ebenen von der Beziehungen, von Bündnis, wo Gott eingegangen ist. Und zwar Bündnis zu der Erde, das ist die Ökologie, der Bündnis zu den Menschen, das ist die Soziologie, und im Bündnis zu Gott selber. Ich kann sagen, das ist Theologie, und zwar von der Gnade von Gott. Und er sagt eigentlich in anderen Worten, hey, wenn ihr das Leben nochmal neu entdecken wollt, dann braucht ihr eine klare Vorstellung von diesen Bündnissen, wo ich eingegangen bin, mit diesen 3 Bereichen, damit ihr für euch von diesen Bündnissen lernen könnt und letzten Endes, damit ihr selber könnt erleben, was es heisst, in einem Bund mit Gott wirklich auch drinnen zu stehen. Lassen wir uns erst mal über den Neubeginn reden, das Bündnis von Gott mit dieser Erde, oder wir würden sagen heute Ökologie. Ich weiss, es hat hier einen Vers drin, wo es vielleicht gerade am Anfang ein bisschen komisch daherkommt. Er sagt, alle Tiere und alle Völker werden große Angst vor euch haben. Ich habe alle Tiere, auch die Fische, in eure Hand gegeben. Ihr könnt euch von ihnen ernähren, wie von Gemüse, Getreide und Obst. Und man könnte für den ersten Moment meinen, dass Gott einfach sagt, hey, ihr könnt die Erde einfach ausnutzen. Aber das ist nicht, wenn wir den Vers so allein anschauen, sehen wir nicht, in welchem Zusammenhang das Ganze steht, weil 5-mal in dem Text sagt Gott, ich schließe einen Bund, und zwar nicht nur mit den Menschen, sondern mit der Erde selber. In Vers 10, Vers 12, 15 und 16 und dann auch nochmal Vers 17. 5-mal. Nicht nur mit uns Menschen, sondern mit der Erde. Und zwar ein Bund, wo eben ein Ziel hat mit dieser Erde. Schaut, wenn Gott einen Bund schließt mit uns oder mit etwas oder mit jemandem, dann hat es immer ein Ziel. Ein Bündnis von der Gnade, ein Bündnis von der Wiederherstellung. Ein Bündnis, dass das, was an Bösem, an Negativem, an Sündigem, an brutalen Konsequenzen reingekommen ist, dass das eine Veränderung, dass das Heilig, Gnade von Gott überkommt. Und die Bibel redet darüber im Neuen Testament und sagt, schaut, dass Gott die Welt, die Schöpfung will retten, und zwar wisst ihr wegen was? Wegen unserer menschlichen Sünde. In Römer 8 heißt, das ängstliche Harren der Kreatur wartet darauf, dass die Kinder Gottes offenbar werden. Die Schöpfung ist ja unterworfen der Vergänglichkeit, ohne ihren Willen, sondern durch den, der sie unterworfen hat, doch auf Hoffnung. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick mit uns seufzt und sich ängstigt. Was wir da lesen in dem Text ist, wir stellen eigentlich fest, dass die Natur, wie sie heute ist, ja wirklich, sie funktioniert nicht mehr richtig. Gewisse Ansätze sind da, gewisse Sachen funktionieren noch, aber vieles ist ausser Rand und Band. Und wir sehen es auch bis heute, die ganzen Klimaveränderungen. Und der Mensch generell, kann man sagen, nutzt die Natur auch aus. Und was die Bibel sagt, ist, die Schöpfung schaut zu. Sie schaut zu, dass etwas geschieht. Weil sie wartet darauf, dass sie befreit wird von dem, was durch die Sünde von uns Menschen in die Schöpfung hineingekommen ist. Schau, du kannst eine Katze oder deinen Hund heute Nachmittag anschauen und kannst sagen, weißt du was, du hast nicht gesündigt, du hast es nicht vermasselt. Wir sind es als Menschen. Wir sind die den falschen Weg gegangen sind. Und die ganze Schöpfung seufzt und ächzt nach etwas. Und zwar, weißt du was? Nicht, dass wir alle die besten Ökologen werden. Sondern unser Text sagt etwas ganz anderes. Sie sagt, dass die Menschen, Kinder Gottes, erkannt werden oder offenbar werden. Was heißt das in anderen Worten? Die Erlösung von der Natur, die Erlösung von der Welt ist an die Erlösung vom Menschen gekoppelt.
Das heißt, die Natur wartet darauf, dass die Menschheit erlöst wird durch Gott, weil sie weiß, wenn das wird geschehen, wird unsere Erlösung auch kommen. Boah. Und das heißt, in Psalm 19 heißt, der Himmel verkündigt die Herrlichkeit Gottes und das Firmament bezeugt seine wunderbaren Werke. Ein Tag erzählt es dem anderen, eine Nacht teilt es der anderen mit, ohne Sprache und ohne Worte. Lautlos ist ihre Stimme, doch ihre Botschaft breitet sich aus über die ganze Erde und ihre Worte über die ganze Welt. Und die Frage ist, die wir uns, glaube ich, stellen können, was ist denn unsere Aufgabe an der Natur? Solange die Erlösung noch nicht in dieser Art und Weise da ist. Schaut, gerade vorher jemand zu mir und sagt, Matthias, du hast mir so aus dem Herzen geredet. Jetzt bin ich gerade in Afrika gewesen, habe eine Safari mitgemacht und es war einfach gewaltig gewesen. Die Giraffen, die Zebras, die Gnus. Hey, wir sind wirklich geflasht gewesen. Was passiert denn? Schau, wenn du etwas Schönes siehst in der Natur, dann hat das eine Wirkung auf dich. Das Gurgeln von einem Bach, das Tosen von einem Wasserfall, die Majestät von den Bergen, die Funkeln von den Sternen. Es macht etwas mit dir. Was ist es, was es mit dir macht? Du nimmst etwas wahr von dieser Stimme, wo sie Gottes Herrlichkeit verkündigt. Darum hat es einen Impact auf dich. Darum zahlen die Leute 10'000 Stutz, dann hätten sie irgendeine gewaltige Safari machen können. Weil sie fasziniert sind davon. Es sind Stimmen in der Natur. Und das ist unsere Aufgabe. Dass wir darauf schauen, dass die Stimmen nicht aufhören, dass die Schöpfung weiter das Werk von Gott besingt und der Mensch eigentlich ins Staunen nimmt und sagt, hey, hallo, da ist etwas. Du nimmst doch etwas wahr. Es macht etwas mit dir da innen, in deinem Herz, wenn du die schönen Sachen siehst. Was ist es? Es ist die Resonanz von der Präsenz, von der Existenz von Gott. Und schau, da liegt unsere Gesellschaft falsch. Unsere Gesellschaft sagt, save the planet. Rettet den Planet. Weil wir erleben so viele negative Konsequenzen. Und weißt du, die Bibel sagt nicht, save the planet. Die Bibel sagt, save the people. Weil wenn die Menschen gerettet werden, dann fängt etwas an, nämlich, dass der Mensch ganz anders mit der Natur an umzugehen. Dann fängt der Mensch an, sich nach dem auszustrecken, wo die Natur in Existenz gerufen hat. Und das ist ein komplett anderer Ansatz. Und eigentlich geben die Aktivisten dem Ansatz gerecht. Weißt du was? Weil am Schluss sind die Aktivisten auf der Straße, wo sie auch immer sind, sie rebellieren nämlich gegen die Menschen selber und sagen, das Problem, dass wir so viele ökologische Desaster haben auf dieser Welt, ist der Mensch. Und ich sage einfach, jetzt musst du noch ein Komma machen und sagen, wie verändert sich denn der Mensch? Nicht durch Aktivismus, sondern durch eine Lösung, durch Gnade, durch eine Begegnung mit dem Schöpfer, der die Ökologie eben kennt. Schaut, der Bund, und Gott sagt, ich habe einen Bund geschlossen. Und dass Gott einen Bund geschlossen hat mit der Natur, ist für uns Basis von einem respektvollen Umgang mit der Natur und mit allen Lebewesen, die es gibt auf dieser Welt. Und wir dürfen wissen, der Tag wird kommen, wenn Gott die Menschheit retten wird, Kind von Gott, die in den Bund mit Gott eingewilligt haben, dann wird darauf ab, die Schöpfung eben auch ihre Erlösung erleben. Ich glaube, dann fangen die Hunde und alle Tiere an reden. Wir werden sie plötzlich verstehen. Du kannst dann sagen, Matthias, hast du recht gehabt oder hast du nicht recht gehabt. Ich weiß nicht genau, aber jetzt redet ihre Stimme eben leislich. Für uns unverständlich, damit wir nicht bei ihnen hängen bleiben, sondern zu Gott uns wenden. Gott rettet, aber er rettet seinen Sohn zu uns. Aber ich freue mich gleich darauf, wenn alle Tiere und alles wieder gut ist. Das Zweite ist, dass Gott uns nicht nur Neubeginn will geben in Bezug auf seine Schöpfung, sondern auch in der Beziehung zum Nächsten. Und Gott sagt, ich habe einen Bund geschlossen mit einem Menschen.
Und er sagt, jeder, der einen Mensch tötet, ob Tier oder Mensch, soll meine Rache erfahren. Wer das Blut eines Menschen vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden. Denn die Menschen sind nach dem Vorbild Gottes geschaffen. Was vielleicht wichtig ist, das ist nicht eine Basis für Capital Punishment, also irgendwie für eine Regierung und Gesetz, sondern sie redet über das, wie Gott den Mensch sieht. Egal ob alt oder jung, egal ob gebildet oder nicht gebildet, egal ob gesund oder krank, egal ob jemand der Blüte ist von seinem Leben oder ob jemand absolut hilfebedürftig ist, vielleicht als Tetraplegiker, jeder Mensch, sagt Gott, ist geschaffen in meinem Bild. Wir sehen nur das Äußere, aber das Bild ist von Gott geht viel tiefer. Es geht letzten Endes ums ganze Leben bis hin zu der Seele und zum Geist vom Menschen. Und er sagt, wer ein anderes Leben angreift, despektierlich behandelt, unterdrückt oder zweitklassig, der tastet Gottes Ehre an. Was heißt das? Was heisst das für uns als Christen? Ich will, bevor ich noch zu 2, 3 Anwendungen komme, will ich sagen, hey, das ist einer der Gründe, warum so unser Gehen, unser finanzielles Gehen so wichtig ist. Unsere Finanzen zum Aufbau, zum Betrieb von einer Kirche, dass die Botschaft von Jesus bekannt wird, ist so entscheidend notwendig. Hey, unsere Finanzen sind wie eine Kraft, wenn sie von Gott so gebraucht werden gegen den Zerfall der Gesellschaft. Sie bringen Heilung, sie bringen Erlösung für den Mensch, für seinen Geist, für seine Seele, bis hin für seinen Körper. Und wenn wir heute Morgen beten in der Ministry-Zeit für Heilung und für Befreiung, tun wir das in der Autorität von Jesus Christus und erwarten, dass Gott eingreift. Weil Gott kann Sachen tun, die niemand auf dieser Welt tun kann. Darum setzen wir uns ein, für dass der Nächste, dass Menschen auf dieser Welt das Evangelium von Jesus hören können. Das Zweite ist, hey, dass jeder Dienst, jede Zeit, die wir anderen Menschen geben, enorm kostbar ist. Das ist ein Grund, warum wir unsere Kleingruppe haben. Wir können dort etwas erleben, was wir am Sonntag nicht können. Wir können Fragen stellen, wir können persönliche Anteilnahme geben, wir können zuhören, wir können einander helfen, auch in den Challenges von dem Leben und in den Versuchungen von dem Leben, Gott zu vertrauen und die Kraft vom Heiligen Geist wirklich auch zu erleben. Aber die Verse sind auch ein ganz entscheidender Hinweis für unsere Beziehungen und nicht zuletzt für die Ehe. Schaut, und für die Permanenz der Ehe. Schaut, in einer Beziehung sind wir ein Menschen mit Gefühl. Wir werden verletzt und wir verletzen andere. Und die Erkenntnis, dass mein Nächster geschaffen ist im Bild von Gott und wer den Nächsten antastet, sich mit Gott anlegt, das verändert unseren Umgang miteinander fundamental. Ich mag mich noch erinnern, wie wir verrückt sind, meine Frau. Und ich weiss nicht mehr wegen was. Aber ich weiss nur noch, in dem Moment redet Gott zu mir und sagt, Matthias, ich habe dir die Eva anvertraut, für ein paar Jahrzehnte. Und du wirst sie mir wieder retour geben. Und ich werde dich fragen, wie du mit ihr umgegangen bist. Ich kann sagen, in dem Moment ist meine Verrücktheit ist gewichen und sie ist göttlicher Weisheit, hat sie Platz gemacht. Du kannst noch so verletzt sein, du kannst noch so enttäuscht sein von deinem Nächsten. Der Respekt und Achtung von deinem Nächsten kannst du nicht verlieren, wenn du die Bündnis von Gott kennst in deinem Leben. Und es ist fundamental für unsere menschlichen Beziehungen. Fundamental. Und wenn du jemanden hasst, wenn du jemanden ablehnst, wenn wir heute Morgen das Abendmahl feiern, dann darfst du in diesem Bündnis mit Gott neuen Mut fassen. Aber auch Ehrfurcht vor Gott, wo du sagst, Herr, vergib du mir, reinige und heilige du mein Herz. Hilf mir, dieses Bündnis mit jedem einzelnen Menschen zu sehen. Auch mit meinem Nächsten, wo ich Mühe habe. Was heisst das vielleicht für Nicht-Christen? Das heisst, dass wir
wir spüren irgendetwas vom Wert von jedem einzelnen Mensch. Und weißt du, und wenn du es vom Nächsten nicht spürst, spürst du es von dir. Wenn dir nämlich etwas deine Ehre antastet, löst es etwas aus mit dir. Und dann sagst du, mit mir nicht. Und weißt du, was du machst? Du bestätigst eigentlich den Wert, den du hast als Mensch. Aber weißt du, wenn du nur an die Evolution glaubst, wieso glaubst denn du hast einen Wert? Wieso glaubst du hast einen Wert? Du bist Produkt vom Zufall. Und von ein paar unvorsehbaren chemischen Reaktionen und das Produkt von ein paar Aminosäuren. Und du meinst, du hast einen Wert. Du meinst, du könntest verrückt werden, wenn deine Ehre verletzt ist. Was ist es denn? Es ist das tiefe Bewusstsein, das Gott in jedem Menschen gelegt hat, nach seinem Wert und nach seiner Bedeutung. Ich sage jetzt nicht, dass du verrückt wirst, gibt Gott recht, dass er lebt. Aber fast hätte sie die richtig gesagt. Jeder Mensch ist kostbar. Gott hat den Menschen geschaffen in seinem Bild und in jedem Mensch steckt etwas von dem Wert, etwas von der Herrlichkeit von Gott. Auch wenn es manchmal hinter vielen, vielen Schichten nicht sichtbar wird. Aber sie steht. Und es ist nicht nur der Neubeginn für unsere Beziehungen miteinander, sondern es ist auch der Neubeginn in der Beziehung zu Gott, in dem Bündnis drin. Und das ist die Gnade, die wir brauchen. Denn schau, die ersten beiden Sachen, Gottes Bündnis mit der Natur, Gottes Bündnis mit dem Mensch, dort, wir versagen letzten Endes, trotz der besten Vorsätze. Wir können uns nur so Mühe geben, to save the planet and to be nice. Und wir werden alle am einen oder anderen Ort irgendwo scheitern. Manchmal an unserer eigenen Inkonsequenz. Dass wir halt die Flugreise auf die Malediven doch machen wollten. Obwohl Wanderferien in der Schweiz ökologisch sinnvoller wäre gewesen. Ich heisse es nicht einfach gut, aber wir scheitern am Schluss an unserem eigenen Ideal. Warum? Weil wir etwas brauchen, eine Power und eine Kraft, die uns verändert. Und das ist das dritte Bündnis, über das wir jetzt noch anschauen. Das ist die Beziehung zu Gott. Schau, was ist denn? Gott sagt, ich schließe einen Bund mit euch und euren Nachkommen. Ein Bund ist ein lebenslanges, ein auf Permanenz angelegtes persönliches Versprechen, das auf gegenseitiger Liebe und Treue basiert. Und weißt du, und Gott sagt, ich gehe den Bund mit euch pauschal einfach mal ein. Egal, ob du ihn siehst oder nicht. Weißt du, was das heisst? Das heisst zwei Sachen. Erstens, du musst Gott nie fragen, ob er dich liebt und ob er dich will und ob er wirklich Interesse hat an dir. Mit seinem Bündnis zeigt er, ich habe das. Und zwar ungeachtet dessen, wie du gelebt hast. Aber es heisst auch noch etwas. Ein Bündnis wird nur effektiv, wenn es erwidert wird von uns. Schau, das Bündnis ist eben viel, viel mehr als nur ein Vertrag. Wenn ich einen Sanitär daheim habe, unterschreiben wir einen Vertrag. Und dann kommt der, macht seine Sache und tschüss. Und dann kommt die Rechnung. Und dann ist die Beziehung abgeschlossen. Ein Bund ist etwas ganz anderes. Ein Bund ist eine persönliche Beziehung. Und weil sie auf Permanenz ausgelegt ist, muss sie tief sein. Sonst zerbricht sie. Weil sie auf Permanenz ausgelegt ist, muss sie eine Qualität haben, muss sie können Höhen und Tiefen, muss sie können Schönes und Brutales können durchstehen. Und das ist die Beziehung, wo Gott dich und mich reinruft. Und über diesen Bund lernen wir vom Regenbogen. Der Regenbogen ist eigentlich ein dreifaches Zeichen. Erstens, der Regenbogen erinnert uns an unsere Geschichte. Schau, du siehst einen Regenbogen nur, wenn die Wolken aufziehen und wenn es anfängt zu regnen.
Das ist eine Erinnerung. Wenn der Regenbogen auftritt, die Dunkelheit von diesen Wolken, das Zeichen unsere Sünden, unsere Defizite, unsere Schwachheiten, unsere Imperfektionen, unsere Inkonsequenz, unsere Schwachheiten als Mensch. Es ist eine Erinnerung, der Regenbogen, dass wir bedürftig sind. Das Zweite ist, der Regenbogen ist ein Zeichen von der Hoffnung und vom tiefen Wunsch Gottes. Weißt du wieso? Du siehst ihn nur, wenn das Licht anfängt hineinzuscheinen. Du siehst ihn nur, wenn die Sonne anfängt hineinzustrahlen, mitten in die Dunkelheit hinein, mitten in den Regen hinein. Es ist ein Zeichen, dass Gott, und Erinnerung daran, hey, Gott sagt, ich werde nie mehr in meinem Zorn und durch meinen Zorn die Erde einfach so auslöschen, eine Flut bringen über die ganze Welt. Ich werde es nie mehr tun. Und es ist seit 3'500 Jahren nie mehr geschehen. Es ist ein Zeichen, dass Gott uns nicht verurteilen will. Und der Regenbogen ist ein Zeichen auf Jesus. Und zwar eigentlich heisst das Wort dort im Hebräischen heisst nicht Regenbogen, sondern einfach Bogen. Und bis zu dem Zeitpunkt scheint es den Regenbogen in dieser Art und Weise gar nicht gegeben zu haben. Und der Bogen ist eigentlich, und das hebräische Wort dafür, Keshet, bedeutet eigentlich ein Kriegsbogen. Und es sind 3 Buchstaben, Kof, das erste, also nicht von links nach rechts, von rechts nach links. Kof bedeutet so viel wie, steht für Opfer. Und dass Gott das Opfer verspricht. Das Zweite, der Buchstabe Shin, steht für eine leidenschaftliche, eine feurige Liebe. Es erinnert uns an die Liebe, die Gott hat zu uns, die so stark ist, dass sie das Beste gegeben hat. Und der Buchstabe Tau steht für Wahrheit. Es erinnert uns daran, dass Gott in seiner gewaltigen Liebe ein Opfer gegeben hat. Und zwar das Opfer von der Wahrheit. Und das ist Jesus. Er ist in die Welt gekommen. Er ist die Wahrheit in Person gewesen. Und schaut einmal, wo zeigt der Bogen an? Wo zeigt der Bogen an? Der Bogen zeigt nicht mehr auf uns Menschen. Der Bogen zeigt in den Himmel. Der Bogen zeigt auf Gott. Und in Jesaja 53 steht, wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. In anderen Worten, die Pfeile, die treffen nicht mehr uns. Die Pfeile haben Jesus getroffen. Die Pfeile haben das Opfer getroffen, wo Gott in seiner Fürsorge für uns hat gegeben. Er sagt, hey, mein Sohn Jesus stirbt, wird getroffen von eurer Sünde, damit ihr frei sein könnt. Die Strafe liegt auf ihm. Und jetzt sagt er, durch Jesus erfahren wir Frieden, durch seine Wunden sind wir geheilt. Dort am Kreuz von Golgatha hat Jesus den gewaltigen Preis gezahlt. Dort hat er den Pfeil Gottes in dieser Dunkelheit, wo Jesus umgeben hat. Dunkelheit, die gekommen ist, weil Gott die Sünde von der Welt auf uns gelegt hat. Johannes hat gesagt, siehe, das Lamm, das der Welt Sünde trägt. Hat er das getragen, was wir verdient hatten. Und jetzt kommt Gott und sagt, ich will mit euch einen Bund schließen. Ich will mit dir einen Bund schließen. Ein Bund, wo ich alles erfüllt habe, was du verhängt hast. Ein Bund, wo ich gezahlt habe für das, wo du eigentlich müsstest dafür gerade stehen. Und diesen Bund, den feiern wir heute im Abendmahl. Jesus hat gesagt, das ist der neue Bund in meinem Blut. Der neue Bund zwischen Gott und euch, besiegelt, unterschrieben, in Ewigkeit festgemacht. Durch das Blut, durch den Tod von Jesus. Und schau, das heisst für uns. Das heisst für uns das erste Mal. Wenn du Jesus schon lange kennst, heisst es, hey,
stehe ich in dem Bund mit Gott? Will ich mich, und zwar eben nicht nur irgendwie eine distanzierte Beziehung zu ihm, sondern will ich mich hineinnehmen lassen in eine viel, viel tiefere Bundesbeziehung, wo Jesus mein Ein und Alles ist. Wo Jesus mein Leben durchdringt, und zwar nicht nur den Sonntag, sondern den Montag, den Dienstag. Mein Business, meine Schule, meine Ausbildung, mein Umgang mit dem Nächsten, jeden Vertrag, den ich unterschreibe, jede Zahl, die ich am Excel eintippe oder irgendwo in der Buchhaltung, durchdringt die Beziehung von Jesus alles, alles. Das ist ein Bündnis. Und glaub mir, das ist Gottes tiefstes Anliegen für Menschen, die zum Glauben gekommen sind an ihm, dass sie in diesem Bündnis tiefer kommen können. Dass sie und erleben dort drinnen, wie die Segnungen von diesem Bund, von Gottes Nähe, von Gottes Liebe, von Gottes Fürsorge, ihr Leben durchstrahlt und scheint und sie eine Hoffnung haben, die sie weitergeben können. Vielleicht bist du da und du kennst Jesus. Aber irgendwo ist das Bündnis vielleicht von deiner Seite auf irgendeine Art und Weise verletzt worden. Du musst wissen, Gott hebt es wegen seinem Bund mit dir nicht auf. Aber du musst deinen Bund vielleicht heute Morgen erneuern. Weil du weißt, das sind Sachen gewesen, im Umgang mit meinem Nächsten, der Ehrlichkeit, im Umgang mit Menschen, im Business, wo auch immer. Weißt du, du kommst heute zu ihm und sagst, Herr, vergib mir. Und vielleicht bist du da und du sagst, Matthias, ich habe gar nicht gewusst, dass Gott mich einlädt in den Bund. Ich will das. Weißt du was? Das kannst du heute Morgen machen. Und wenn du das Bündnis mit Gott eingehen willst, wenn du finden in die befreiende, heilende, erneuernde, lebensverändernde Beziehung mit Jesus, kannst du in deinem Herzen jetzt einfach Gott sagen, Herr, ich möchte in den Bund eintreten.